doch gleich. Was bedeutet das? Am besten friesen, wenn das keine Grilljacken nicht sind. Lass den blöd sein, gibt keinen Zweifel. Grenzer sind's. Verflucht, die werden uns doch keinen Grenzposten darauf sitzen. Zum Blärmebrocken kann man der nicht auffahren. Der Teufel will's holen. Ausgerechnet jetzt, wo die Ware über die Grenze muss. Das Zeug wird mir ja schwimmelig, wenn's noch ein Tag länger im Keller liegt. Musst du halt was einfallen lassen, wenn man die Geschichte dran. Ich muss das Zeug so oder so. Ich geh mal fein aufs Haus zu. Umso leichter da fragst du als du als Grenzwirt. Ich brauch's aber da nicht sehen. Schleich dich! Hallo? Ist denn da niemand daheim? Kennt's ne, Maikäfer, kennt's ne? Aus der Hand müsst's mir fressen. Aus der Hand. Hallo? Jetzt schon! Ja, leck mich doch! Eine Sauerei. Wer gibt's denn das auch? Oh, so ein Tromloch hat der Hosen. Ja, das geht ja schon gut los. Ja, Sackel Zement, Sackel Zement. Ja, und sowas nicht mehr Wirtschaft. Ja, und in einem sicheren Hundsloch soll man mir Quartier machen. Ha! Zustände sind das, nein. Zustände. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, die muss das direkt im Saustall über Nacht haben. Du, sag einmal, du Dreckspatz, du. Bei euch ist mir heute Betriebsruhe, weil du dich noch nicht gewaschen hast. Hä? Ja, was, hä? Eine Nadel bringst du mir jetzt und einen Faden. Hä? Was meinst du? Was ich mein? Da, ein Loch habe ich mir reingerissen an eurer Windfang hier. Du gefällst mir voll gut. Ja, du mir auch. Ja, schaut mir an wie ein Frischkeimi. Ja, jetzt glotzt nicht lang, da schau her, das Loch, da möchte ich zunehmen. Und da dazu brauche ich eine Nadel und einen Faden. Hast du mir jetzt? Du, weißt du, warum dass du mir so gut gefällst? Weil du mein Schani so viel gleich schaust. Na, jetzt schlagt's Zweifel. Hören tut's auch nichts. Ich glaub, mit der Mohrenschmalz kann man eine ganze Adel vor dem Haus zementieren. Du, jetzt mach's einmal ja so. Verstehst du mich jetzt besser? Ja, ich glaub, das Luder will mich nicht verstehen. Du, jetzt pass einmal auf. Du jetzt. Dein Gesicht kannst du mir leihen, dass ich meine Großmutter der Schrecker kann. Okay. Du, der Blecker lass ich mich voll nicht von dir, gell? Du Grenzer, du Ausgeschämter, du. Ja, jetzt hörst du auf einmal wieder. Geh, bleib da. Ich mag nicht. Wenn ich nicht mag, dann mag ich nicht. Ja, so ein Kratzbürsten. Geh weiter jetzt. Wenn ich dich aber recht schön bitten darf, schau her. So kann ich doch nicht gut hinaus. Jetzt geh zu und bring mir dein Flickzeug. Jesus Maria. So ein Grumloch, hä? Gleich bring ich dir eine Nadel. Und einen Faden bring ich auch gleich mit. So ein Saubattel. Naja, die Stumm, die passt zu ihr. So ein Dreckloch, nein. Ja, was ist denn jetzt das? Ja, da friss ich doch gleich am Putzlumpen, wenn das nicht nach einem Gereicherten schmeckt. Oh, in Verbindung mit einem Trunkseichten ist das Madel vielleicht gar nicht einmal so übel. Mit der Wurzelbürsten müssen wir noch wieder ein bisschen nachhelfen. Oh, was haben wir denn jetzt da? Da hat's ja ganz ein neues Griecherlei geschlichen. Ganz was Feins. Oh, blutiger Gamsburger Selberbrinder. Jetzt schaut die Welt schon wieder manierlich rein. Sogar die Stumpf gefällt mir auf einmal ganz gut. Jetzt einen pfundigen Donaukaffee, ein Motstrom Gugelupf mit Weinperl drin und die ganze Welt kommt wie am Arm. Der Herr Wirt. Grüß dich, grüß dich. Grüß Gott, der neue Herr Oberjäger. Nix Oberjäger. Ich hab's nicht mit den Obern. So? Ja, aber zu den Unteren geh ich ja grad nicht. Ich bin der Quartiermacher. So ist das also. Und die Männer da draußen, die gehören nachher alle zu dir. Ja, die soll ich alle unterbringen. Weißt du, das so viel, dass wir da einen Grenzposten raufkriegen? Nix anderes. 10 Mann und der Oberjäger. Gespannt, was wird. Jetzt geht ein Geschäft. Jetzt bringst du dein gewoltertes Wildbret endlich an. Gamsragout mit Knädel, nicht schlecht. Aber nicht jeden Tag, gell? Das bitte Maus. Bei mir gibt's kein Wildbret nicht. Wegen die paar Magel, die da hängen bleiben, wird immer die Konzession nie verdienen. Na, so eine Freude, jetzt kommt endlich wieder der Lindor rauf zu uns in die Einheit. Na wirklich, ein bisschen die Nachricht hättest du mir gar nicht bringen können. Und auf die Reichheit musst du aber auch einen trinken. Ist ein alter Brauch bei uns. Ja, kein schlechter Brauch. So, Adela,
Prost. Ja, also noch ein Prost. Prost. Oh, mein Lieber. Aber sag, ist das auch braucht bei euch da herum, dass man bei der Windfang hier durchs Fenster reinsteigen muss, weil alles verriegelt ist und sich die ganze Hosen aufreißt? Abi, so einmal, ja. Was machen wir denn da bloß? Naja, so groß ist das Mal ja auch wieder nicht. Deine Tieren, die bringt mir schon ein Flickzeug. Bloß kann ich so nicht gut unter die Leute und die warten halt draußen auf mich. Da, weil du deine Hosen fliegst, bring ich deine Leute in den Gaststube rüber. Zu einer gescheiten Brotzeit werden sie gewiss nicht nein sagen. Nach so einem langen Marsch, meinst du nicht auch? Ja, keine schlechte Idee. Ja, und wie ist jetzt mit dem Quartier? Wie gefällt's bei dir? Wird sich schlecht machen lassen da bei mir. Ja, warum? Ich meine, es ist ja bloß eine armselige Hütten mit einer kleinen Gaststube, aber sag dir nicht. Wird schon was finden. Ja, mein Tier brauchst du bei Verein nicht mehr zusammenhauen. Ja, für den Schon komme ich selbstverständlich auf. Ja, selbstverständlich, ja. Weißt, der Eingang von der Gaststube ist auf der anderen Seite drüben. Die Tür sperre ich gewöhnlich zu, wegen dem lichtscheinen Gesindel, was sich so an der Grenze umeinander treibt. Bei mir verkehren nämlich nur anständige Leute. Da fries ich doch gleich am Besen, wenn der Kerl nicht ein ganz abtrader Pharisäer ist. Armselige Hütten da so. Dabei hängt sein Reicher, kann man voller Speckseiten. Aber warte nur, die Geschichte kriegen wir schon. Ja. Nadel und Pfand. Aha. Jetzt tust du noch grad her, dein Nadel und dein Pfand. Sag, wie heißt denn du? Kathi. Und du? Sepp. Sepp. Na du, ich sag da was. Also von der Seite, gell? Ja. Da schaust du aus wie mein Schani. Ja, jetzt hör noch grad auf mit deinem Schani. Ja. So geht das nicht. Na, Rosi, zieh meine Hosen aus. Maria und Josef. Da. Nimm du die Nadel. Was soll ich mit der Nadel? Ja, mein Loch sollst du mir zustopfen. Ich? Ja, freilich. Du wirst doch Chef dreimal eine Mannsbilderhosen zugepflegt haben, du Botschall, so Schammigs. Ja, schon, aber da war ja nie wer drinsteckt in der Hosen. Und nachher wird's Zeit, dass du gleich drauf wohnst, wie das ist, wenn einmal ein ordentliches Mannsbild drinsteckt. Und jetzt da weiter, ich muss wieder raus. Ja, also gut, aber Start musst du halten, gell? Jesus. Da wird's mir gleich ganz zwurrelig. Hast recht viel Arbeit, gell? Auf dem Feld draußen und beim Seifudern. Ja, Arbeit hab ich grad nur. Mein lieber Herr Vater, Muskeln hat der Mensch. Wie aus Eisen. Hast recht viel Zeit zum Fudern. Oh, tut's grad. Eine Muttersau und 6 Junge. Ja, und einen Eber haben wir auch. Mein Gott, nein. Ganz Angst kann sein, wir haben vor lauter Muskeln. Ich weiß schon, wie dein Schani, gell? Ja, und sag, beim Sauschlachten musst du dann wohl auch recht fleißig mithelfen, was? Ja, freilich, noch freilich. Mei, wer darf denn sonst bleiben? Beim Blutrühren und beim Wurstmachen helfen, ha? Mei, du schau dir mal das an. Dein Knie, das kann ich nicht einmal mit meinen 2 Händen spannen. Ja, das ist noch gar nichts. So, schau her. Da glaube ich, mein Lieber. Das sind Sachen, so bin ich durch und durch. Also so ist das mit dem Blutrühren. Ja. Aber sag, vom Schinken und vom Speckreichern, da wirst du wohl nicht recht viel verstehen, was? Was? Ich soll von Reichern nichts verstehen. Oh mei, da schaust du mal auf, wie die Reicherkammer. Ja, da gleich neben meiner Schlafstube, da hängen's. Nacheinander. Hat schon geschnackelt. Hau! Wenn's dich du nicht stark hältst. Ja, von dir lasse ich mich doch gern ein bisschen stechen. Wärst du mal ein dichtiges Weiberl. Ja. Sag, wo schlafst du denn? Ja, wo wär ich schlafen? Ja, mei, in meiner Schlafkammer halt. Ah, da drum, gell? Gleich über uns. Ja, gleich bei uns. Ja, aber zusperrt durch, gell, bei der Nacht, dass keiner reinkommt. Ja, und wenn ich aber mit der Leiter komme, lasst mich dann rein. Au! Hast du ihn gestochen? Ja, kannst gleich drin lassen zum Blutrühren. Na, wie schaut's aus mit dem Quartier? Alle sind's untergebracht. Gerade noch wie. Da drüben steht der fiesgebauter Heistadel, ganz laut. Du, da hat eine ganze Kompanie Platz. Nein, die Kinder haben gleich lieber zu euch. Sind wir hungrige Wolf, deine Männer? Was mag da erst der Oberjäger für einer sein? Wir hätten gern kennenlernen, einen Herrn Oberjäger. Soll der ein scharfer Herr sein, was man so hört? Scharf? Scharf ist gar kein Ausdruck. Ein damischer Teufel ist ein damischer. Mit dem machst du kein Geschäft, mein Lieber. Selber trinkt er keinen Tropfen Schnaps und schaut keine Frau. Und
Uns jagt er so lange umeinander, bis uns der Bläschel so weit raushängt, dass wir draufsteigen. Herr Wirt, ja, was ist denn? Grüß dich. Ja, ich komm gleich. Jeder ist Zeit, Rankerl, ist schon gut. Geht's wieder lieber? Komm gleich. Ja, freilich, ich hab es gesehen, so auseinander. So eine Hilfe ist also. Darf man fragen, wie er sich schreibt? Ja, Anrainer schreibt er sich. Anrainer? Den Namen muss ich doch schon mal hören. Ja, also schreibt er sich. Aber an der Grenze auf und runter, da nennen sie ihn bloß einen Blitzgustel, weil er wie der Blitz reinfährt, gerade wenn keiner damit rechnet. Auf die Schmuggler, da ist er ganz besonders scharf, du. Auf die ist er aus wie der Teufel. Freilich, Herr Blitzgustel. War er schon eine Zeit lang da herum bei uns. Und ist manchmal bei mir auf eine Brotzeit zugehört. So. Der Anrainer kommt so wieder. Wir sind gut Freunde geworden, wenn man so sagen kann. Aber die Schmucker, die werden keine Freude haben, da hast du recht. Er soll ja sogar damals einen Hinterrucks erschossen haben. Nicht weiß. In Schuhe hätten sie ihm gern geschoben. Aber morgen nur so wollt sie auf die Schmuggler. Auf einen Wehrlosen schießt der Gustl nicht und von hinten schon gleich zweimal nicht, dass das nur weißt. Ja. Sag doch bloß, was die Leute reden. Und die Leute, die reden viel. War eine saudumme Geschichte damals. Ja, und das Gericht hat einen Mordstab aufgewirbelt. Hat ihm aber recht geben müssen. Ja, was ist jetzt, Wirt? Wir warten. Ja, da schaut's her, da ist die Brotzeit. Du nimmst das Brot, geht's rüber und komm nachher. Ja. Komm weiter. So, der Blitzgustel ist also wieder im Land. Wird auch bloß mit Wasser kochen, der Herr Oberjäger. Meinst du nicht, Nein, jetzt hab ich keinen Scher. Ah, was? Beißt mir's ab, gell? Was lachst du jetzt so blöd? Jetzt meine ich mir so dein Schani bei der Tür reinkommen, wie du mir gerade den Phone abbeißt. Ich meine, da vorher der Watschenbein so spaßig um. Ja, warum lachst du jetzt du so saublöd? Geh! Mein Schani, der kann doch gar nicht bei der Tür reinkommen. Mein Schani, das ist ja mein Stierkai wie ein Stallgras. So. Und ich war schon ganz eifersüchtig auf ihn. Aber jetzt im Ernst, du Geschmackerl, du Wirt. Wie schaut's jetzt aus mit uns zwei? Lass mich rein in deine Kammer, wenn ich komme auf die Nacht. Oh Gott, will ja bloß nicht. Ja, so ein Verführer, ha? Du, an meine Unschuld denkst wohl gar nicht. Die gebe ich fein nicht so leicht her, gell? Ja, ich tue deiner Unschuld schon nix. Ja, wegen dem war es jetzt nicht so, aber der Wirt, der lässt keinen Grenzer ins Haus und bei der Nacht schon gleich gar nicht. So, der Wirt, der lässt keinen Grenzer ins Haus. Ja. Aber ich bin jetzt im Dienst, verstehst? Ja. Und jetzt, Fräulein Katharina, zwangs mir die oberen Räumlichkeiten. Und zwar auf der Stelle. Nein, das geht nicht, weil der Was Wirt... geht nicht? Ich als Partiermachermeister gebe Ihnen hier mit dem Befehl. Keine Widerrede. Jawohl! Ja, Oberquartiermachermeister. Der hier wird wie ein Kunde. Das ist der Herr Kunden. Hier, ein Großhupfer, ein Großgräner, lacht's noch. Wenn wir nachher schon sehen, wer zuletzt lacht. Der ist also wieder im Land, der Teufel. Jetzt weißt's aber schlau sein und schneller wird der Blitz. Ja, wer ist den Tisch schon wieder? Nur einer käme in die Stube. Grüß dich, Gott Zimmer. Jetzt geht aber Zimmer. Evi, du? Ja, grüß dich Gott. Ich bin zu dir raufgekommen, weil du mir geschrieben hast, dass du brauchst zur Aushilfe. Wo fällt's denn? Ja, jetzt sitzt die nur gerade nieder und verschnauft die erst einmal. Zum Verschnaufen bin ich nicht da. Also sag, was ich dir helfen kann. Ja, einen Vorschlag hätte ich jetzt machen. Schau, Evi, dein Name Heini, den können wir zwar auch nicht mehr lebendig machen, aber dass du so urschichtig in der Welt stehst, das geht doch auch nicht gut auf die Dauer. Schau, der Heini, der war doch mein bester Freund und da hab ich mir halt gedacht, Jetzt sag schon, was du willst. du weißt doch, dass ich die Konzession für einen Ausschank gekriegt habe. Ja, und das Geschäft geht seitdem von Tag zu Tag besser. Ja, gerade wohnen tut's im Sommer vor lauter Freunde, aber mit meinem Haxen wird's allerweil schlimmer. Manchmal meine ich schon, ich kann schon nicht mehr da packen. Und ich soll dir beim Bedienen aushelfen. Ja, drum hab ich dir geschrieben. Ja, servieren kann ich ja. Habe schon öfters beim Goldenen Bären ausgeholt. Ja, dein Verdienst, der war nicht schlecht. Ja, und die Gäste, wenn mit dem Trinkgeld nicht hinaus sind,
Gleich oben so eine Röschen keinerin. Herrgott, wie ich mich frei. Ich hab ja gleich gesagt, bis zu dir reinkommen, bis das die Sonne aufgeht. Komm, Evi. Schlag ein. Hoffentlich ist nicht früher aufgegangen, dein Sohnzimmer. Bevor ich da einstehe, muss erst einmal alles klar sein zwischen uns zwei. Warum? Was sollte nicht klar sein zwischen uns zwei? Du weißt schon, wie ich das meine. Du hast dir schon einmal was in deinen Kopf gesetzt, Zimmerl. Sei ehrlich. Spielst vielleicht immer noch mit den Gedanken, jetzt wo mein Heini nicht mehr lebt, dass er sonst zwar was werden kann. Und wenn's wirklich so war, Evel, war denn das gar so schlimm? Ich kann nicht dein Weib werden und auch von keinem anderen nicht. Ja, und an dein Kind? Denkst du an das nicht ein bisschen? Ich war ein gewisser guter Vater. Oh, mein Kind, sorg dich nicht. Wenn du also immer noch mit den Gedanken spielst, aus uns zwei kann was werden, dann ist jetzt gleich ausgeredet und ich kann jetzt wieder gehen. Und wer dein Heini hinterrücks erschossen hat, das interessiert dich wohl dann auch nicht mehr. Was sagst du da? Weißt du, was du da jetzt gerade gesagt hast? Simmel, horch zu und merk dir das für alle Zeiten. Der Heini war bei uns. Keiner fliegen hat er was zu Leide da können. Von der Kanzel runter hat uns der Pfarrer schon aufgeboten gehabt, wie du weißt. Mein Gott. Bitt und bettelt habe ich, er soll daheim bleiben. Aber nein, über die Grenze hat er müssen. Nur damit er mal an unserem Hochzeitstag eine Freude machen kann. Ja, ich weiß doch gut. Morgen wär's 2 Jahre. An einem Pfingstsonntag was. Ja, Pfingstsonntag was. Da hab ich gewartet auf ihn. Und heimgekommen ist er nimmer. Mein niederknallt hab's mir so einen reinigen Hund. Das eine merkt er. Und wenn ich mal meine Füße blutig laufen muss, ich find den Mörder. Hörst? Ich find ihn. Ich gehör nicht zu die Weiber, die gerade da lamentieren können, wie man ihre Männer hinterrücks zusammenschießt. Ich nicht. So, jetzt sag noch einmal, dass mich das nicht interessiert. Die Wind, die haben Arbeit schon. Das ist mir gleich. Und jetzt beruhigt dich noch grad wieder, Eva. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich kenn keine Ruhe und keine Rast nicht, bis ich den Mörder gefunden hab. Ach zu, Eva, ich sag dir was. Vielleicht brauchst du gar nicht so weit laufen, dass du die Mörder von deinem Handy findest. Was meinst du damit? Red! Dass ich am Scharf auf die Fersen bin. Willst du damit sagen, dass du Das kennst? will ich nicht gerade sagen, dass ich ihn kenne, aber sicher ist, dass er sich in unserer Gegend aufhält. Mein Herrgott, wenn das wahr war, dann... Sieh mal, ich hab dir vorhin dein Wort zurückgegeben. Wenn du mir aber den zeigst, der mein Heini umgebracht hat, dann... Dann? Was dann, Eva? Wenn ich dir den Lumpen zeig. Dann kannst du noch mal anfangen bei mir. Dann ist mir gleich, was mit mir geschieht, weil da drin, da ist sowieso schon alles gestorben. Das ist ein Wort, Eva. Wenn dir also ein Weib recht ist, das kein Lieb mehr spürt, dann geht's. Jetzt heißt's aber Schnauzer, Eva. Ja, und ein bisschen musst du auch mit tun, dass wir den Fuchs fangen. Sieh mal, sag, was ich tun soll. Mir ist alles recht. Ja, jetzt bleibst du erst einmal bei mir da herum. Ja, verstehst schon, als Aushilfe bedienst die Gäste, das fällt nicht auf. Musst dann halt ein bisschen schöner, die Großhupfer, auf das Flames, wirst du sehen. Ja, und Augen und Ohren aufhalten. Und beim Schnaps, da rinnt's alle Hand. Und dass der Fuchs dann in die Fallen geht, das überlassen wir mir. Dann war's also doch einer von den Grenzen. So sicher wie 2 x 2 4 ist. Ich hab einen Zeugen, der kann's beschwören. Mein Gott, sieh mal. Dann war's also doch richtig, dass ich zu dir raufgekommen bin. Das ist der neue Oberjäger. Bleib nur gerade sitzen. Und wenn er zu dir reinkommt, dann schaust du ihn ganz genau an. Schaut dir nur an. An Herrn Oberjäger. Kommt den Frauen zart entgegen und du gewinnst dabei ein Mordstrom Wurscht. Die Stimme von meinem Herrn
Geh nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Sepp, Ja, was ist denn, du Mausel? geh, du schreibst beim Brief. Ja, ein 4 Seiten langer und jetzt wird die gut. Ah, und halt noch. Ja, da komm ich. Ja, Geh, so kannst mich gern. ja zum Fressen. So ein Batzi, mein Wurst. Geh, Sepp, sag's noch einmal. Der Teufel soll die holen. So ein Bierverbring. Ach was? Meine Leute sind doch keine Sommerfrischler. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Geh, Oberjäger, wärst mir doch deswegen nicht die Ruhe aus dem Haus tragen. Wie schaut's aus, magst du einen kalten Schweinsbrot? Du, der ist zart wie Butter, der zergeht dir direkt auf der Zunge. Mir ist Brotzeitmacher vergangen. War mein Quartiermacher bei dir da herin? Freilich. Und der hat sich ein Mordsloch in die Hosen gerissen. Aber unsere Städtin, die Kathi, hat sich ihm wieder zugeflickt. Okay, weiter, Kathi, jetzt sag halt auch jetzt, du Trampi da. So, ja, also, ich hab's ihm dann wieder... Nein, halten! Und ich bring dir jetzt dabei was Pickfeines, aber das darfst du mir nicht abschlagen. Oberjäger, das nicht. So ein Dreckspatz. Passt aber gut da rein. Sag einmal, Fräulein, war mein Quartiermacher bei dir da herin? Ha? Ob mein Quartiermacher bei dir da herin war? Freilich war er herin. Und? Wo ist er jetzt? Furt ist er. Der Furt. Wohin denn? Ja, hinaus bei der Tür. Und er hat nichts hinterlassen. Ha? Ob er nichts gesagt hat. Ja, gesagt hat er schon was. Was hat er denn gesagt? Gesagt hat er, dass du ein ganz damischer Teufel bist, ein damischer. So! Red nicht so Saublätter her, schau, dass die Steuer sich in Verbindung flott! Ja, ich flieg ja schon. Der Oberjäger. Zu dem sagst du aber jetzt nicht mehr. Ich trinke keinen Schnaps. Geh, Oberjäger, ein Glasl. Auf eine gute Nachbarschaft ist doch alter Brauch. Dein alter Brauch hat meine Leute halber besoffen gemacht am helllichten Tag. Übrigens, wie kommt's denn, dass du Schnaps ausschenkst? Ich hab doch die Konzession gekriegt. So. Die Konzession hast du gekriegt. Du. Die Konzession zu dem Schnaps, meine ich, hast du schon vom Teufel selber gekriegt. Vom Teufel sagst du? Dann ist also der Landrat ein Teufel. der wird anmachen, wenn er das hört. Ein guter Witz. Daher wart also der Wind. Hinterm Landrat hast du dich gesteckt. Dann geben wir auch ein Licht auf. Ja, warum denn? Du, die höchsten Herrschaften kommen rauf zu mir und gerade gefallen tut's einer bei mir. Und erst der Landrat tut das ganz narrisch von der schönen Aussicht vom guten Kaffee, den es bei mir gibt. Hat man's doch selber angetragen, dass ich mich auf Wirtsbetrieb mit Essen und Trinken einrichten soll. Fuchs, schlauer Fuchs, das hast du gut gemacht. Jetzt sag dir aber was. Du kannst von mir aus Gäste haben, so viel du willst. Aber mit meinen Leuten, da machst du kein Geschäft mehr. Wenn das Höllengeschäft ist, kannst du künftig selber saufen. Hast mich? Da sitzt da noch jemand. Wo gehört denn sie hin? Gehst du auch zu dem geschlampenen Gesindel da herin? Also, das ist der Lassen, wie viel lassen, Laffer. schlampiges Gesindel, hat mich der genannt. Ja, und das soll mir gefallen lassen. Kein Red vom Gefallen lassen, aber jetzt warst du schlau sein, Evi. Und bei so einem, schon von Haus aus. Wie der bei der Tierreihe ist da war's mir ja gleich so, als ob mir jemand seine Krallen um den Hals gelegt Dein hätte. Gefühl hat dich vielleicht gar nicht so täuscht. Ihr war's doch, auf den zuerst der Verdacht gefallen ist, dass er dein Heini hinterrucks erschossen hat. Der war das, der Gerichtssaal geschworen hat. Der sei und den dann ins Karwendelgebiet neu versetzt hat. Und du glaubst? Ich glaub vorerst gar nichts, solange nichts bewiesen ist. Aber ich bring's raus, Evi, das schwör ich dir. Und drum musst du jetzt schlau sein, Evi, schlau. Mir muss zahlen, wie es dir umsonst ist. Und du hältst das für möglich, dass der Mensch an Neideid geschworen hat? Möglich ist alles. Auf ein Neid gebe ich noch lang nichts. Aber lass gut sein. Der oder andere, wenn ich erst den Zeigen gehört habe, dann wissen wir mehr. So, und jetzt lass ich dir deine Kammer herrichten. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Kathi! Kathi! Ja, ich flieg ja schon. Was ist denn schon wieder los? Ah, grüß dich. Ist er schon wieder fort, der Teufel? Das ist unser Stall, die Kathi. Ah, und das ist die Evi, die auf heute unsere Gäste bedient. Und du riechst dir jetzt ein Pizza in der droben Kammer. Und nachher tust du da zusammenwischen. So, Eva. Und du packst jetzt erst einmal dein Zeug aus. Bis nachher.
Also du willst bei uns bleiben? Ja, Kathi, ich bleib bei euch da und wir zwei, wir wollen recht gut miteinander auskommen, gell? Aber ein bloß immer fein nicht ausspannen, gell? Das sag ich dir gleich. Brauchst keine Angst haben deswegen. Wir zwei, wir wollen nur eine gute Freundschaft miteinander halten. Das kann ich nämlich brauchen. Weiß der Himmel. So gut hat ja schon lange keiner mehr mit mir geredet. Ah, weißt, allweil heißt grad, Kathi, du Trampi, wo bist du schon wieder? Da geh her, da geh hin. Aber du redst ganz anders. Mei, ich mag dich fein richtig gut leiden. Lass gut sein, Kathi. Wir zwei, wir kommen schon zurecht. Mei, so schön wie du bist, möchte ich fein auch sein. Okay, Kathi. Mit der Schönheit, da ist nicht weit her und ich schenke jetzt da was Gott gern. Nein, ich möchte auch so sauber sein wie du. Ach, weißt, die anderen, die lachen mich schon aus. Ja, weil ich so unschön bin. Okay. Du, wenn du dir ein bisschen netter zusammenrichten darfst, dann kannst du das Quiz mit jeder anderen aufnehmen. Wie macht man das? Das lass nur meine Sorge sein, Kathi. Ich zeig dir schon, wie man das macht, ha? Ach, fein, ja. Und ich zeig dir jetzt dein Kammer, Ja. gell? Mei, und dein Bett, das werde ich auf Glanz errichten. Mit einem Federkissen. Bist eine gute Haut, Kathi. Ich danke dir schon mal recht schön. Schlau muss man sein. Schlau. Dann kommt doch das Vogel wie vom Himmel runtergeflogen direkt in meinen Käfig rein. Jetzt lasse ich das Vogel singen. Für die, Oberjäger, für die ganz allein. Liegt die Ware bereit? Das Kleine in die Säcke verteilt? Ich klar, ich bin doch kein Anfänger. Aber sag, wir möchten einen Haufen Zeug ins Tirolerische mitbringen. Die Grenze ist doch von Spitzstau über Sachren zum Geigerstab besetzt. Der Teufelswitz holen die Grenzjäger. Das überlassen wir mir, Andal. Horch zu. Schick deine Leute über den Jagersteig nach Wildbügel. Ja, mit dem gekennzeichneten Gepäck, dass wir die Grenze anlocken. Seiler doch nicht, der soll führen. Er soll aber nur die besten Leute mitnehmen. Alles hinter davon. So schlau der nahe Oberjäger ist, aber auf den Trick muss er reinfallen. Gleich Signal geben, wenn er bei der Jagd dabei ist. Dann aber du so schnell wie es geht hinüber über die Grenze und nachher zum Treffpunkt nach Kufstein. Ja, aber ganz ohne Posten werden sie unseren Abschnitt auch nicht lassen. So blöd sind sie auch nicht, nur dazu am helllichten Tag. Den Posten, den überlassen wir mir. Keine Sorge. Den gebe ich von dem da. Bis er bei den Arbeiten rausrennt, während sich der Oberjäger da drum die Haxen abbrennt. Sei Sonneöffnung, verstehst? Sei Sonneöffnung beim Grenzwirt. Essen und trinken frei. Soll man nicht drauf ankommen. Hast mich! Da drauf wollen's bestimmt einer. Du, das geht bei Hitz. Sieh mal, ich krieg aber dann auch mal voll. Freilich. Erst musst du das zeigen über Grenz. Übrigens, das Neueste. Weißt du, wem so als Oberjäger zu uns raufgeschickt haben? Einen alten Bekannten. Aber doch nicht den Blitzgustel. Richtig. Und weißt, wer den Lichthaller Heine von hinten da erschossen hat und nachher einen Meiner geschworen hat? Der Blitz. Wiederum. Und weißt du jetzt, Herr Anderl, um was das jetzt geht? Ums Ganze. Richtig, es geht ums Ganze. Er oder ich, einer muss dran glauben. Trink noch, Brüderlein. Trink. Grenzfeuer. Gegen den soll es euch rausbrennen, das Feuer. Und für euch ein verfluchtes sei es auch gesagt. Ah, Oberjäger. Das Spiel, meine ich, hast du verloren. Evi, saubere Königin! Ja, ja. Will's noch uns! Ich schwöre. Ja, da drückst du mit dem Herz zu uns, Ja, das gell? werden wir Es geht dick auf die Grenze. Es geht alles am dick auf. Denk an dein Heini und vergiss nicht, dass einer von denen da drin sein Jungs Blut aufgebissen hat. Es geht, dass du mich daran erinnerst. Evi, was ist jetzt mit unserem Grenzfeuer? Horch nur, wie es wieder schreien. Mach einer schöne Augen, ich sei feindlich. Ja, ist gut, mach ich. So ist recht. Jetzt sitzen sie da drin. Wir die Kippen auf der Leimrücken und kommen nicht mehr los. Läuft wie am Schnirl. Sie haben Signal gegeben. Dann ist also der Oberjäger auf unseren Trick reingefallen. Nichts anderes. Der wird nicht schlecht fluchen, wenn er merkt, dass er sich die Haxen am Assist abbrennt. Und der, die Wind,
Sind sie alle beieinander? Keiner fällt. Sitzen wir die Randen nicht davon. Und wie schaut's bei dir aus? Sind deine Leute parat? Freilich, die warten schon seit einer Stunde von Durchblut. Ja, nachher nix wie über. Auf geht's. Und du meinst, wir können es riskieren? Jetzt am helllichten Tag. Und deswegen nur aufpassen, dass die Post am Latschenbrumm nicht hinlässt. Hau ab! Halt! Da geh her. Halt das kleine Zuwag. Das andere, das rechnen wir zwar ab, wenn der ganze Zimt drüben ist. Sorry. Hau ab! Seite! Läuft wie geschmiert. Na, Oberjäger. So ein fuchsfalscher Fuchs, der ist verdammt schlau. Wirst ihn schon noch kennenlernen. Alarm! Verflucht noch einmal, die werden doch nicht meine Leute erwischen. Komm jetzt, was ist denn? Lass alles verschwinden, auf geht's, Flaschen und Glas verschwinden lassen. Ja, schrei der Kathi! 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 Alarm! Was? Alarm? Oh Gott, das muss ja nicht sein. Die verschießen meine Seil. Mein Kammer muss ich zusperren. Nicht, dass wir's ausrammen. Und da weiß ich gleich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Da frisst doch gleich noch der Schullehrer, wenn die nicht Alarm blasen. Ja, Gott, schaut erst, dass die nicht erwischen. Ich lass jetzt wenn die Flaschen verschwinden. Zeig ihm verliebt doch. Das doch nicht wahr sein. Zement hat's denn jetzt da in alles rein? Was bläst denn du so? Tut denn deine Dummheit gar so weh? Aua! Herr Schinken ist weg. Okay. Der Schinken ist weg. Das gibt's ja gar nicht. Wenn ich das sag, zwei waren drin. Jetzt ist bloß noch einer da. Hilfe! Ja. Leiber! Die Riesenrimpfick, da muss ja den anderen glatt übersehen haben. So, jetzt aber Zustände, sind das Zustände. Ja, ich komm ja schon, mein kleiner Chef. Na, fertig, gut, schöne Frau. Na, so viel Alarm hat. Ja, was ist denn jetzt das? Ja, wie kommt denn jetzt der Schinken da hin? Der Sepp. Ja, so ein Bazi, so ein Ausgeschämter, ha? So ein Verführer! Reiber! Geh dein Blären auf, du Trunken, und schau, dass du verschwindest. Aber so ein Bazi! Richtig! Nein, so ein Verführer! Sieh mal, jetzt sag einmal, was ist denn los? Was bedeutet denn das alles? Na, leibhaftig ist los. Da am Grad. Schaut auf, da schwimmen wir überall aus. Herrgott, da meine Leute sind mit der Ware unterwegs, da gibt kein Schwanz mehr durch. Was immer schau, da kommt doch direkt einer auf uns zu. Leibhaftig, da läuft einer über den Grad. Herrgott, jetzt schießen sie auf ihm. Evi, jetzt so schnell sitzt du da hin. Nimm dein Stickzeug und tu, als ob nichts war. Mach, was willst, aber lass da nichts von mir. Herrgott, der läuft direkt aufs Haus zu. So ein Rimpfig, so eine Sauerei. Sag einmal, bist du vom Gott verlassen? Jagt mal das ganze Querzeug ins Haus. Ins Einschlupf ist versperrt. Überall Posten. Da muss es wer verpfeifen haben. Wo kannst du da nicht reinlaufen? Sehen, schleich dich. Sagst du, ich bin vorbeilaufen. Ja, Nein, lass mich rein. der kommt schon aufs Haus zu. Verschwind. Herrgott, da ist es voran und mein Ware ist beim Teufel. Herrgott, noch einmal. Aber was glaube ich? Ich hab mir's gedacht, der ist der Oberjäger. Ivi, jetzt geht's ums Ganze. Mach ihm schöne Augen hin, wirf aus deine, so wenn er drin zappelt. Dann hast du den Mörder von dem Henne. Den Mörder, den du suchst. Bei alle Heiligen. Na, ist also bewiesen. Es ist bewiesen. Ich hab einen Zeugen dafür, der kannst beschweren, dass der Anrenner, Herrgott, der läuft schon mal Steg, dass der Bluthund dein Heine hinterrucks erschossen hat. Evi, denk dran in dein Netz, muss er zapfen in dein Netz. Machst einen guten Fang. Ja, das ist ja schon schlecht. Ja, das ist ja allerhand. Was verschafft uns denn die Ehre? Was verschafft uns die Ehre? Sag mal, Madel, du musst einen Nerven haben wie der Strick. Wieso? Wieso? Hast denn du die Schießerei gerade vorhin nicht gehört? Das ist mir gewohnt an der Grenze. Das bisschen Schießerei, das stört mich nicht. Ja, aber ich störe dich wohl. Das möchtest du doch damit sagen. Ich kann das Haus nicht verbieten. Wir haben eine Wirtschaft. Ja, nur keine Angst. Ich bin gleich wieder weg. Ja, aber sag einmal,
Da ist doch gerade einer reingelaufen. Wo ist denn der untergeschlupft? Seitdem ich da bin, ist keiner rein. Und wenn einer rein war, dann... Dann darfst du mir's nicht verraten. Ist nicht so? Komm, lass gut sein. Das müsste schon ein ganz dummer Teufel sein, der am helllichten Tag seinen Unterschlupf verrät. Ach was, auf einen mehr oder weniger kommt's auch nicht drauf an. Ich werd den Lumpen schon anders mal fassen. Dann kann ich ja wieder gehen. Vierte Gott. Kann ich mir schon denken, dass das Haus lieber von außen anschaust. Warum? Naja. Bei einem geschlampigen Gesindel, da hält man sich ja auch nicht gern auf. Schlampigen Gesindel. Wie? Das hast du mir also nicht vergessen. Sowas vergisst man nicht. Ja, mein Gott, in der Wut, da rutscht der manchmal ein Wort raus, das darf man doch nicht gleich krumm nehmen. Ach, so ist das also. In der Wut, da darf man also am armen Madel ruhig das bisschen eher nehmen und sie ein schlampiges Gesindel nennen. Naja, für das ist mir ja der Herr Oberjager. Und der darf ja alles Hör erlauben. nur grad auf, ich bitte Goschi. So war's doch nicht gemeint. Ich bin halt keiner von denen Sanftmütigen und im Dienst schon gleich gar nicht. Die Schnapsauferei von meinen Leid, die hat mir da ein bisschen in Rage gebracht. Sag, bist mir noch best deswegen? Das kann dir doch gleich sein. Wenn's mir aber nicht gleich war. Komm jetzt. Jetzt sei nicht fad, jetzt gib mir dein Handel und wir sind grad wieder gut. Das geht da auch so. Bist gar eine von die ganz Stolzen, hä? Siehst aber, das gefällt mir. Und jetzt bleib ich grad extra da. Die Spitzbuben, die haben mich heute schon allerhand rumgehetzt. Ah, das ist gut. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir ein bisschen verschnauft. Beim Wirt an der Grenze darf jeder zukehren. Magst was essen und was trinken? Ja, jetzt bleib nur grad da. Nur meine Haxen ein bisschen ausstrecken. Sag, bist du schon lange da herum in der Wirtschaft? Gestern bin ich eingestanden. Als Bedienung, aber nur für die Saison. Warum fragst? Weil da neue Vorhänge dran hängen. Und die waren gestern noch nicht dran. Hast du so gute Augen? Gehört zu meinem Handwerk. Überhaupt, da, die ganze Stumm schaut viel sauberer aus. Das kommt davon, weil die Sonne reinscheint. Eine Sonde gleich den ganzen Fußboden blank steuert, du, das lass mir gefallen. Nein, mein Liebe. Ich glaube, ich weiß schon, wem das Wunder zu verdanken ist. Okay, das ist weiter kein Wunder. Ein Wurzelbürsten und ein paar Kiebe Wasser, das ist alles. Nix für ungut. Du kannst aber euer Stall dir auch gleich einen Eimer davon abgeben. Die schaut aus, als ob sie einen Doktor fragen muss, ob sie sich waschen darf. Und doch hat einer von euch Grenzer ein Auge auf sie. Hoffentlich lasst sie sich nicht drauf ein. Warum denn? War das gar so schlimm? Da kann keiner was mag. Aber auf einen Grenzer, da lasset ich mich nicht ein. Jetzt da schon her. Aber gerade die kann man recht gut als rechtschaffene Grenzerfrau vorstellen. Mit der Zeit, da kann man dann die kleinen Putzerlaftwelt eins nach dem anderen, wie die Orgelpfeifen, hä? War das nix? Er hängt ich mich auf, als dass ich eine Grünjacken zum Mond nehmen Ja, darf. Teufel nur einmal! So viel dick hast du uns. Und den Grund? Darf man den nicht wissen? Mei, das ist halt gerade deswegen, weil... Ich meine, ich müsste heute vergehen vor Angst, dass er mal nicht mehr heimkommt. Also deswegen. Aber wenn er heimkommt, ich glaube, du kannst recht lieb mit ihm. Sei vorausgesetzt natürlich, dass du ihn gern hast. Hab ich recht? Und jetzt bist du ganz rot geworden. Bist wohl ja jung sei, hä? Wie hast du jetzt das daran? Das merkt man doch gleich. Kim, gib her. Die sind gleich zugestopft. Also das hätte man halt auch nicht trauen lassen, dass mir noch jemand meine Handschuhe fliegt. Und noch dazu so ein liebes Madel. Warst du schon mal herin in der Gegend? Ja. Vor 2 Jahren. Warum? Naja. An der Grenze erfahrt man doch gleich alles. Die Leute reden halt. So. Die Leute reden also. Ja, was rennst denn? Sag's nur, ich kann mir's schon denken.
Da sollst doch einen erschossen haben. Und du glaubst es? Naja, sowas soll doch einmal vorkommen bei euch, oder? Dass man einen von hinten niederschießt, ohne Anruf. Sag doch nur, was die Leute verzeihen. Musst Leid verzeihen. Musst Leid verzeihen. Ich weiß schon. An der ganzen Grenze rauf und runter heißt, der Anrainer hat Hinterrucksand erschossen. Hat er mein eingeschworen. Und wo man hinkommt, da schleicht ihm der Vorwurf und der Hass aus ihrem Gesicht entgegen. Aber so einen Vorwurf, den lasst man doch nicht einfach auf sich sitzen. Mach was dagegen, wenn du keinen Zeugen hast. Ich kann's ihnen nicht einmal verdenken, dass wir nichts glauben. Aber es ist ja schon ganz verrückt zugegangen. Ich allein in dem ganzen Revier sitze auf der Pass und sehe, wie mit der Tragpraxen noch über die Grenze will. Mit meinem Glasl da sehe ich ihn ganz gemütlich raufgehen und denkt man, der darf da jetzt sauber in die Hände. Da reißt ihn auf einmal zusammen. Und wie er nicht mehr aufsteht, da springe ich zu ihm runter und da war er schon Maus da, der erschossen. Und wie sie dann im Nachhinein rausgestellt hat, noch dazu mit einem Dienst war, so wie ich einen Strang hab. Und ein Schuss hast du keinen gehört. Ja, es muss doch irgendjemand geschossen haben. Das ist ja das Vernobelte bei der Geschichte. Ich hab keinen Schuss gehört, so oft ich drüber nachdenke, das ist direkt unheimlich. So oft ich drüber nachdenke, ich hab keinen Schuss gehört. Kein Schuss rein, gar nichts. Und das Gericht? Hat er das geglaubt? Auf meinen Dienstag hab ich's nehmen müssen. Und was der bei meinen Leuten tut, das weiß man ja. Ach was? Am liebsten hätte ich den ganzen Krempel einfach hinschmeißen. Ich darf das nicht auf ihr sitzen lassen. Soll das heißen, dass du an mich glaubst? Glauben oder nicht? Aber das ist doch furchtbar, wenn man sowas einem Menschen nachsagt. Madel, jetzt hör zu. Ich hab eine Mutter gehabt, die war und ist mir das Wichtigste auf der Welt. So eine Mutter wie die meinige, die wird's nimmer gut geben. Und bei ihrer Seligkeit, da schwör ich dir, ich hab diesen Mord nicht auf dem Gewissen. Glaubst du mir jetzt? Was kann dir schon da liegen, ob ich dir glaub? Weißt denn du, was das bedeutet? Wissen, dass ein Mensch an einen glaubt. Hast du denn eine Ahnung, was das für ein Leben ist? Ständig dieses Misstrauen. Und wenn da dann einmal einer freundlich tut, dann steckt sicher eine Lumperei dahinter. Jetzt, gar so schlimm wird schon nicht sein. Bei die Weiberleut sind doch die Herren Grenzer in ihre schneidigen Uniformen recht gut angeschrieben. Ich weiß nicht, geh. Weiberleid ist doch auch nicht zum Trauen. Ich bin doch auch ein Weiberleut, oder? Ja, aber bei dir ist das was anderes. Ja, wie soll ich gleich sagen? Schon wie ich bei der Tierei bin. Ja, und du so da gesessen bist, da beinahe wie ein Christkindl. Da ist mir vor mir ganz warm geworden und mir war gerade so, als ob mir da drin jemand ein kleines Lichtl aufgesteckt hätte. Und wie du da mir noch meine Handschuhe geflickt hast, da haben wir mir gedacht, siehst du, haben wir mir gedacht, sowas gibt's also auch noch. Dass da jemand noch was Gutes tut. Mein Madel, wenn du wissest, wie dankbar ich dir bin für das bisschen Wärme. Mir wird's jetzt Zeit, dass ich mit der Kocherei anfange. Und weißt du, was ich mir auch noch gedacht habe? Sei mir jetzt aber bitte nicht wieder bes. Dass du eigentlich gar nicht so recht reinpasst da in den Verhau. Ich kann nicht lang. So. Ja, dann kann ich ja wieder gehen. Ah, übrigens, das ist für auch nicht schlecht.
Jetzt haben wir zwar so lange diskutiert und ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Evi? Effi. Ein schöner Name. Du, der passt voll gut zu dem meinen. Effi und Gusti. Effi und Gusti. Die zwei Namen, die klingen gut zusammen, findest du nicht auch? Brauchst dein liebes Goschal nicht gleich wieder verzehren. Schau, Effi, in meiner Heimat, da war ein Kirchturm mit der Glocken. Und im Nachbardorf, da war auch einer. Und wenn die zwei miteinander geleitet haben, das war vielleicht schön. Ja, und doch sind sie nebeneinander gehängt. Siehst du, Effi, und genauso ist es mit uns zwei. Unsere Namen, die klingen so gut zusammen. Und doch sind wir so weit voneinander entfernt. Und jetzt gib mir deine Hand. Und ich danke dir heute schon für das bisschen Sonne. Effi. Der hat mein Heini nicht umgebracht. Der nicht. Fort ist er. Scheint, er hat ein bisschen Effi, ha? Sieh mal, der hat keinen meiner geschworen. Nie und nimmer. Was sagst du da? Schau, wenn man sich täuschen kann, nicht zum Glauben. Da muss ein Irrtum vorliegen. So schaut kein Mensch aus, der einen feigen Mord auf dem Gewissen hat und dann auch noch so von seiner Mutter redet. Aufs Reh gebe ich schon gar nichts. Ist mancher schon drauf reingefallen. Na, komm, geh rein. Trink erst einmal was auf die Schnecken auf. Na ja, die Luft ist schon rein, ist schon wieder fort. Das ist die Effi, die am Lebtaler versprochen war. Am Heini sein Madel. Ein grüß dich Gott. Grüß dich. Du hast mein Heini kennt. Gute Freund waren wir. Da sagt, war der Blitzgustel bei dir, der Stummeriner. Gleich nach dir. Ja, da verreckt doch gleich. Jetzt fällt gerade noch aus der Hamme der Miserablige, der einen Heini auf dem Gewissen hat und sein Brat verführt. Was sagst du da? Ja, was die Spatzen vom Dach runterpfeifen. Komm an, verzeih die Geschichte, wie es war. Damals an dem Pfingstsonntag. Ja, mei, ich weiß nur, wer heute. Die Grärjacken sind alle im Wirtshaus gesessen, haben wir gemacht, ich und der Heini. Also schmuggeln wir auf Wöppich um mich. Den Hirschgattal haben wir ins Trinken, wir zwei. Und dann höre ich von Ritzgrum her ganz deutlich einen Schuss. Wir haben von den anderen der Frage gehabt, hat der Blitzgustel am Ritzgrum Dienst gemacht. Und wie die ihn dann gebracht haben, von hinterrücks erschossen, da war es für mich klar, das war der Gustel. Warum? Mein Gott, warum in Gottes Namen hast du das nicht gleich alles bei Gericht angezeigt? Bei Gericht? Ha! Dass ich nicht lach. Meinst du, dass du was machen kannst gegen einen Grenzbeamten? Aber er hat doch einen Eid geschworen, dass er keinen Schuss gehört hat. Hast du schon mal gehört, dass einer Recht kriegt, wenn er Grärjacken sein Bratzen aufhebt? Da hat der andere nicht Unrecht. Jetzt hast du ihn zeigen gehört und jetzt weißt du, warum er schweigen hat müssen. Wenn das alles so war, wie du sagst, und ich habe jetzt auch keinen Zweifel mehr, dann verstehe ich gerade eins nicht. Warum? Warum in Gottes Namen tut man der Mensch in die Augen so schön? Und verzeiht man auch von seiner Mutter? Ich bitte euch, helft's mir doch! So viel Schlechtigkeit, das kannst du nicht geben auf der Welt! Schlecht? Schlecht ist ja gar kein Ausdruck nicht. Vorhin, vor meinem Einschlupfhaus, habe ich es ganz deutlich gehört, wer er mit seinem Posten geredet hat. Red, Andal, sag ihr, was gehört hast. Jetzt habe ich wieder mal eine eingelegt. Und das dumme Luder meint auch noch, ich will ihr was. Das hat er gesagt! Aber seid ihr ganz ruhig. Die Kugel, die Ehrenkeit ist längst gegossen. Ja. Die Kugel, die ist gegossen. Und das ist jetzt ganz allein meine Sache. Und was geschieht jetzt, Effi? Willst du die Spur wirklich zu Ende bringen? Die Spur, das wird zu Ende gespielt. Da kannst du dich drauf verlassen. Und wenn die Spur aus ist? Ich hab mein Wort gehalten. Und ich halte das meine. Effi! Halt! Da bleibst!
Heifi! Doch einer reingelaufen. Eigentlich wollte er mich nur recht schön bedanken wegen die Handschuhe. Aber da sieht man's einmal wieder, dass hinter jeder Freundlichkeit eine Lumperei steckt. Feine Gesellschaft ist da beieinander. Spatzen hätten eigentlich nicht schöner zusammentragen können. Da bleibst! Erst dazu tut den sauberen Kleebladel da. Hä? Hat einmal wieder einer recht gehabt. Gesindel gehört zum Gesindel. Da steht keiner drin. Das kann man nie wissen, ist ja erlaubt. Warum denn so aufgeregt? Da brandelt's wohl, hä? Mein Gott, der alte Trick. Da kriegst du aber auch kein Patent mehr drauf. Das Patent, das stammt nicht von mir. Das war schon eingebaut, wie ich die hinten übernommen hab. Denkt man schon. War aber doch interessant. Was tue ich denn jetzt mit euch drei? Eigentlich müsst ihr die ganze Bande ausheben lassen. Da dazu hast du kein Recht nicht. Meinst? Aber bleib nur grad ruhig. Ja? Am Fuchsbau ausreichen, das macht keinen Spaß, da ist nichts dabei. Mich interessieren nur die Fix. Also, wer sagt? Schlau sind's die Grenzer. Schlau. So schlau ist er, dass ich gleich aufs erste Mal reingelegt hab. Hast mich wohl für ein braves Mädel gehalten, ha? Oh mein, gib's doch zu, dass du reingefallen bist. Ja, gib's doch zu, oder nicht? Mach doch nichts draus, Oberjager, die hat einen Teufel im Leib. Bist du der Erste, den es für einen Narren gehalten hat? So rechts wegen ist es eigentlich eine Runde zahlen. Ah, der traut sich doch keinen Schnaps nicht trinken. So ein Romanzbult. Oder traust dich doch? Da, schau her. Ich trink auf dein Wohl. Ja, hast du denn gar kein Schneidhaar? Lass ihn doch einen Oberjäger, wenn er keinen Schnaps nicht trinken will. Schön geil, damit siehst du, dass ich einen Spaß verstehe. Also, Prost, du Gschamige, du. Sag, tut's dir wenigstens ein bisschen leid, dass ich kein Brave bin? Ein bisschen kitzelt's da drin, aber das geht vorbei. Auf das, dass das Kitzeln da drin vorübergeht. Gesundheit! Prost! Hä? Meinst du, dass du mich reingelegt hast? Nein, Madel, da musst du früher aufstehen, wenn du mich zum Narren halten willst. Ich hab da schon eine Komödie vorgespielt, weil ich doch gleich gemerkt hab, dass du mich angelogen hast wegen dem Tiroler da. Wo warst du denn, Anderl? Bleib doch da. Ich tue da schon nix. Heute ist Feierabend, das ist mir der Spaß wert, ich hab einen guten Tag heute. Auf einen mehr oder weniger kommt's halt nicht mehr drauf an. Na, was denn? Was schaut's denn drei? Als ob euch der Hagel das Draht verschlungen hätte. Ha? Wirt, auf geht's, bring mal von deinem Besten. Und du schenkst dein Gschamige, das mache ich zur Bedingung. Bravo, das ist ein Wort. Ha, wirklich, Nomi, der Oberjäger feiert seinen guten Tag beim Pilzwirt. Das nennst du also einen guten Tag, wenn ein armes Madel zum Narren hält. Aber wart noch, Oberjäger, das vergiss ich da nicht so schnell. Da, Prost! Halt, das gibt's nicht. Ausdrunger werden. Austräger! Jawohl. Ex! Auf deinen guten Tag. Auf deinen guten Tag, Oberjäger! Na, wie ist mit uns zwei? Ha? Nichts zu machen. Bin allerweil so allein, wir taten uns bestimmt gut unterhalten, wir zwei, meinst du nicht, auch? Nichts zu machen mit mir. Schon, die tat nämlich einen Arm nehmen, dass da die Luft ausgeht. Und Geschichten kann der erzählen, Grenzergeschichten, so wie ich die bläden Gimpel heute früher reingelegt habe, ja? Und Geschichten von der Lieb. Und wenn man die Weiber zum Narren hält. Ich meine, die Geschichten, die kenne ich schon, ha? Aber pass auf, jetzt sing ich da eins. Zieh her, Evi. Zieh her, ich begleite und du singst eins. Hab die Schoder sing. Eine Geschichte von einem Jäger, der auch gern zu seinem Madel wollt. Jawohl. Hab die Schoder sing, bis den Kammerl kling, bei der meinigen und hast dich gefällt. Werd die Zeit schon kämmer, wo man Zwiesprach nimmer, wo das Knie so schnacken, dass die reizt. Lass dir die Knie so schnacken. Geh nur deine Wege. Geh nur deine Stiege. Aus der Anlage kommst mir nicht. Heut wird's Kiegel gossen. Morgen wird's Jagel geschossen. Und der andere steigt zu ihr ins Bett. Ein anderer steigt zu ihr. Ins Bett, ja, nicht nur so. Oh, hörst du das Jagel gewusst noch? Na, wir denn? Die hat er gewusst. Was, Jägerl? Wir
Graus, pfui Teufel! Was ist denn, ha? 2 gegen 1? Wie ist recht? Oberjager! Ha, so eine Gelegenheit kommt nicht so leicht wieder. Ja, uns über den Hafen schießen, das ist eine Kunst. Was denn da? Den brauche ich nicht. Also, was ist, passt noch zu? Ich bin gerade aufgeregt. Halt, Herzog! Stopp! Geht's los. Alle 2. Sofort. Lasst mir allein mit ihm. Bleib. Was willst denn du noch von mir? Du Dummer. Aus dir spricht doch gerade die Eifersucht. Eifersucht? Wir müssen die Dreck im Hirn haben. Wie man nur gerade so eifersüchtig sein kann. Eifersüchtig? Wegen einer wie dir. Hast Angst, ha? Angst? Wegen die 2 Männer da vielleicht, ha? Doch hast Angst. Ich sieh's in deine Augen. Jetzt lass die Spiel, da musst du dran dimmen zu. Ha, du warst mir schon so ein Mannsbild. Angst hat er. Angst vor einem Weiberkittel. Reiz mich nicht, du! Geh was! Geh heim, du! Hab Wunder was gemeint, was du für ein Mannsbild warst. Dabei fürchte sie, wenn der Weib grad anschaut. Geh heim. Geh schlafen. Du langweilst mich genauso wie alle anderen. Jetzt mach mich nicht wild, du! Bist noch nicht fort, du Wilder, ha? Bruder, jetzt geh her und jetzt sag, dass ich dich fürcht. Au! Mein Gott, du tust mir weh! Ja, ausschreien, das kannst, gell? Jetzt sag ich nur mit, dass ich dich fürcht. Du bist doch grad narrisch, weil ich die reingelegt hab. Weil ich keine Brave nicht bin. Jetzt geh ich aber. Tu die Mützen her. Nur wenn du zugibst, dass ich die reingelegt hab. Nur da, tu die Mützen her. Stark musst du halten. Ganz stark musst du halten. Dann kriegst du deine Mützen wieder. Ganz stark. Bruder, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Komödie? Start halten musst du, sag ich. Was hast du denn? Dirndl, du hast einen Teufel selber im Leib. Schau her. Mit dem kleinen Finger kann man die also in Rage bringen. Mit dem kleinen Finger. Da. Schau her. Beide Hände kann in die deine legen. Evi, du. Nicht so gut, du Wilder. Jetzt geh ich aber. Ja, geh! Geh und komm mir nie wieder unter den Augen! Jetzt hab ich dir ein Licht aufgesteckt. Ein winziges kleines Licht. Und das lässt dir keine Ruhe nimmer, Oberjager. Gesehen? In der Maiandacht war er. Keinen Blick mehr hat er von dir lassen. Wenn der wüsst, um was ich Bett hab. Übrigens war ich beim Advokaten, aber den Weg hätte er mir sparen können. Ein anderer seine Aussage, die wird nicht gehört. Ja, und drum bleibt der Dienstleid vom Oberjager rechtskräftig. Ich hab's dir ja gleich gesagt, vor dem Gericht kriegst du kein Recht nicht, aber du hast es ja nicht anders haben wollen. Weil ich dem Gericht nicht vorgreifen wollte. Aber das Recht, das nehm ich mir jetzt. Da herin in der Stumm muss er mal seine Schandtat eingestehen und dann, Herrgott, Himmel, Vater, gib mir die Kraft dann tu ich's. Ich weiß nicht besser. Du überlässt das uns. Nein, es bleibt so wie ausgemacht. Mit seiner eigenen Pistole durch und meine Hand, die zittert nicht. Bist denn sicher, dass er kommt? Aber kommt, fragst. Hab ihn doch eingeladen. Heute, am Pfingstsonntag. Das ist doch ein besonderer Tag. Da hat man mal meinen Burm ins Haus gebracht. Gell, Heini? Darum wollen wir ihm doch auch alles schön zum Empfang richten an Herrn Oberjager. Ja, eingeladen haben wir ihn zu einem Fest. Jetzt, was schaust denn so traurig, Heini? Das wird ein Fest. Ein Fest meiner Seele. Da haben wir die Blärmi und die Flaschen schön schmitten und die Glasen recht schön nah beieinander. Wir wollen doch, dass er alles schön findet, der Oberjager. Dass er uns Geschichten verzeiht, wenn man die Madel reinlegt
Und wird es so warm am Pfingstsonntag. So. Und jetzt richte ich mich her auf Glanz. Für die, Oberjäger. Ganz nur für die. Wenn ich nicht wüsste, dass sein Lied umgeschlagen hat, kann ich direkt eifersüchtig werden. Evi, du Stolze, du. Das klang für uns und bald ist soweit. Da sind wir. Herrgott! Hast du jetzt erschreckt? Ich glaub's gleich, dass du nervös wirst. Da soll man nicht nervös werden. Weißt du, was das Teil wert ist, was heute über die Grenze muss, ha? Wird schon ein fetter Brocken sein, umso mehr springt dabei raus. Und du? Ist bei dir alles gericht? Wie geschmiert. Seine Leute hat er alle ins Dorf beurlaubt, der hat dumme Teufel, also keine Gefahr. Die Evi soll's Vorhandel ziehen, wenn er der Stummerin ist, dann bringen wir die Ware über die Grenze. Alles ist gekriegt, gibt ein Riesenhetz. Ja. No, wie geht's ihm so gekriegt? Da möchte ich auch mal viel, schon, dass ich nicht der Blitzgustel bin. Wünsch dir das nicht. Wirst sehen, die knallen glatt nieder. Geh auf. Meinst du wirklich? Wenn ich das Mädel kenn, hätt's das Hirn sehen. Die macht ernst. Gib aber dann eine schöne Sauerei. Da in deiner Stummherin an der alten Grenze. Du, da haben sie die Haftel rein, sind wir. Drum heißt es halt schlau sein. Hör zu, Anderl. Sie will ja mit seiner eigenen Pistole erledigen. Dass er scharf auf sie war, das kann man leicht bezeichnen. Ja, seine eigenen Leute lachen ja schon drüber, dass er auf die neue Kölnerin bremsig ist. Gut so. Hör zu, Anderl. Ich lieg mit meiner Gicht, drum in meiner Kammer. Her drunten, der für den Hilfeschein, ein Schuss fällt. Dann bist du ja ganz ein der Spitzbub. Ja, freilich. Dann hat sie ihm in Notwehr angekragelt. Nicht schlecht. Aber meinst du, dass man das glaubt? Er ist doch so gut angesehen. Ich habe eine Idee. Nachher wird doch alles Gerichtsmasse untersucht. Ja, und da muss man unter seiner Matratzen versteckt etwas finden. Weißt schon, ein bisschen ein kleines Rauschmittel, Saccharin, Tabakseiten, hast mich. Und du meinst, ich soll ihm das unter die Matratzen einstecken? Ist doch die schießte Gelegenheit dazu, wenn er da bei der Evi sitzt. Das ist aber schon ein hinterhältig Stück. Lieber knallen selber in den Haufen, Auge in Auge. Aber hinterrücks was zustecken, das mag ich gar nicht. Es ist aber notwendig, Anderl. Denkt er doch bloß, wenn Sie das nachher bei ihm finden. Nachher besteht doch kein Zweifel nicht, dass er zu allem fähig ist. Du musst aber einen schönen Batzen auspacken und einen Tausender tu ich's nicht. Ganz schön happig. Aber mir soll es recht sein. Aber zuerst muss die Ware über die Grenze, nachher gibt's das Pulver. Also gut. Ja, Gott, Evi. Ja, bist du abbracht bei. Also macht deine Sache gut. Vergiss nicht, den Vorhang zu erzählen, wenn er bei dir an der Stummherin festsitzt. Halten fest, bis du aus den Kuckuckschrein hörst. Vierte. Evi, jetzt geht's. Denk an dein Heini. Denk an dein Heini, sagt er. Als ob ich an irgendwas anderes Ding erkannt. Als wir an sein todblasses Gesicht. Herein. Grüß dich, Evi. Da bin ich also wieder. Das Sigi? Und jetzt sitzt genauso da, wie ich die kennengelernt hab. Da hast du mich noch für eine Brave gehalten. Das gefällt dir wohl nimmer. Wie du noch grad fragen kannst. Natürlich gefällt's mir. Sonst war ich doch nicht hergekommen. Als anständiges Mädel hätte ich dich ja auch nicht einladen können. Mitten in der Nacht. Ist doch nichts Unrechts dabei, wenn einer in der Wirtskirche zugehört. Und der Wirt ist ja auch noch da. Ach, den hab ich ins Bett geschickt. Ja, und du? Ja, freust dich denn gar nicht ein bisschen, dass wir zwei allein sind? Das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich mal einen anderen eingeladen. Oder soll ich deinen Wirt aus dem Bett holen? Vielleicht bist du dann ungenierter. Ja, was redst denn? Natürlich freu ich mich. Da merkt man aber nicht recht viel davon. Jetzt komm, tu deine Mützen runter. Mach's dir ein bisschen bequem. Und deine Pistolen, die brauchst du doch jetzt auch nicht, oder? So, und jetzt lass dich mal genau anschauen. Wollen doch genau betrachten, den Mo. Der reingeschneit kommt zu mir mitten in der Nacht. Siehst schon was Gescheites, wenn du mich anschaust. Jetzt halt dich halt ein bisschen stark.
Und deine Augen lass sehen. Schau mich an. Anschauen sollst mich. Ganz tief. Braun sind's deine Augen. Deinigen blau. Und dein Mund, der gefällt mir. Ob der vielleicht auch mal was lieb sagen kann? Elfi, du. Elfi, lass dich anschauen. Ha? Jetzt hab ich dir mal gescheit im Arm. Halt dir das? Sag, wie viele junge Mädel hast denn du schon abbusselt? Gott, na, alles noch grad das nicht. Ja, was hast du denn? Sag einmal, Madel, du bist ja ganz aufgeregt. Ich mein, so schlecht war doch das Puzzle jetzt auch nicht. Mir hat's geschmeckt. Geschmeckt hat's mir auch, aber so wild hätt's auch nicht grad sein brauchen. Ja, mei, die Feste muss man feiern, wie es vorhin hat, ist doch Pfingsten. Herrgott, Madel, du hast mich doch eingeladen und sicher nicht zum Triebsal blasen. Pfingstsonntag ist doch heut. Pfingstsonntag ist ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. Was machst du denn da? Ich mag's nicht, wenn jeder zuschaut. Also doch geschenkt. Braucht doch niemand wissen, was da herin Geschichte. Und jetzt komm, daher wird sie gesessen. Ich hab heute meinen guten Tag und grad lustig muss werden. Da, das ist ein Süßer. Der geht grad ein bisschen ins Blut, aber das mag ich, wie man gespürt, wenn's da drinnen am Hals wird. Und jetzt komm, probier. Aber schau's mir jetzt so. Will mir doch das Madel anschauen, das mich eingeladen hat, mitten bei der Nacht. Anschauen sollst mich. Jetzt komm, jetzt trink mal. Anschauen sollst mich. Dann wird trunken. Also, blaue Augen hast. Und klar sind's. Kristallklar. Aber heute mal. Da ist eine kleine trübe Stei. Gerade so wie von einer unterirdischen Quelle. Ganz tief drunter. Okay, das ist doch nicht lustig. Ich will halt Unterhaltung und grad zünftig muss werden. Recht hast! Und du wirst mit Karten schlagen. Ha? Und du spielst dann auf. Weil du wirst sehen, das gibt einen Mordsgaudi, sag ich dir. Ach, geh zu! Das ist doch bloß was für all die Weiber, die an den Schwindel glauben. Aber gut, auf die Geschichte bin ich neugierig. Da bist du schon. Der Herz oben. Und da, das andere Herz bin ich. Wir sitzen ganz nah beieinander im Haus. Der Groß Ober ist zwischen uns. Der bedeutet nichts Gutes. Er was Schlechts. Der Teufel, ha? Haha, was kann denn sein zwischen uns? Die Flasche steht zwischen uns. Der Alkoholteufel. Er tut uns nix. Der macht höchstens das Blut rebellisch. Aber schaut mir leicht. So rot wie das Blut. Der Teufel. Teufel ist schuld, dass mir ein Madel ein kleines Lichtl aufgesteckt hat. Ein winziges kleines. Und das lässt mir keine Ruhe mehr. Und nur ein paar solche Glasel und das Lichtl, das kann aufflackern zu einem Feuer. Und dann brennt's auf einmal Lichterloh. Und gefällt was denn so ein Feuer, das der Weib an der Grenze so schlägt, das da lässt keiner mehr. Aber jetzt pass auf. Jetzt pass auf, jetzt schlag ich die Karten, ha? Vielleicht kommt's besser. Was meinst du? Also, hab ich doch recht. Ja, ein Haufen Geld, ganz nah bei uns. Und das Glück liegt direkt im Haus. Aber da ist eine schlechte Nachricht. Aber nur vorübergehend, ha? Ja, liegt doch der Teufel bei unserem Glück und will sie ins Ausland verschirmen, ha? So was Hundsgemeines. Das kann man doch grad so gut verstehen, als ob währenddem ich schon gemütlich bei dir herinsitz, einer vom Haus, vor meiner Nase, Schmuggler war über die Grenze schaffen will, ha? Das war doch ein lustiges Grenzerstückel, meinst du nicht, ha? Was ist denn das? Ein Zeichen. Ganz nah bei dir. Jemand will dir eine Nachricht geben. Ja, aber natürlich. Jetzt hab ich's doch. Ja, die Geschichte wird aber noch lustiger. Das kann doch nichts anderes heißen,
als dass du mich so lange da herinhalten sollst, bis dir einer ein Zeichen gegeben hat, ha? Und das alles liest du aus den Karten? Freilich. Da, hörst du das? Da ist das Zeichen. Da, schon wieder. Was ist jetzt das? Ah, das ist ja, also es muss ein seltener Kuckuck sein, der da mitten bei der Nacht schreit. Ja, die Schitten, fein grad. Und ich sag dir, Oberjäger, deine Karten, die liegen. Was, wegen der Schießerei? Das sind doch meine Leute. Die fangen jetzt die Gimpeln ab, die über die Grenze wollen. Und ich sag dir nur mehr, Oberjäger, deine Karten, die liegen. Weil sonst hätten's da aufdeckt, dass du das bei deinem letzten Spiel spielst. Schießen willst du mich? Aber so kannst du doch nicht schießen, Madel. Die Pistole ist doch noch gesichert. Tu einmal her. Siehst? So macht man das. Und jetzt schieß mir über den Haufen, wenn's kannst. Schieß doch, wenn du denen 2 Lumpen mehr glaubst wie mir. Efi, jetzt glaub mir doch endlich, ich hab dein Heini nicht erschossen. Oberjäger! Gnädige Gehorsams, Oberjäger. Die ganze Bande haben wir geschnappt. Den Tiroler? Gerade in dem Moment, wie er die Sachen in deiner Matratzen verstecken wollte. Und ein Hauptlump? Dem haben wir am Ausschlupf die Hafteln reingehauen. Sepp, da wird's jetzt. Die Sonde geht endlich wieder auf. 2 Jahre lang spüre ich diesen unheimlichen Schützen noch, der da wild in der Gegend rumschießt, ohne dass man schnallen hört. 2 lange Jahre. Und jetzt verlass ich drauf. Jetzt kriege ich den Lumpen endlich zum Fassen. Und du, Evi, du erfährst jetzt endlich, wer dein Heini wirklich umgebracht hat. Also, Fräulein Hupfenleitner, wie war das jetzt vor 2 Jahren am Pfingstsonntag? Hoher Gerichtshof, also das war so. Am Pfingstsonntag bin ich in aller Früh zur Kirche runtergegangen. Und da bin ich dann noch schnell beim Lachsenbauer-Resei zugehört. Sie kennen doch, das ist die zweitjüngste, das Resei. Wissen Sie schon, bei der da gehöre ich allweil zu, ja, weil man da herum beim Grenzwirt im alten Geizkrog so gar keine Ansprache hat, gell? Ja, und da gehe ich halt dann lieber zu meiner Freundin, den Resei. Aber Fräulein Hupfenleitner, das hat doch jetzt alles mit der Sache nichts zum Tor. Was? Das hat mit der Sache nichts zum Tor? Ja, das hat alles mit der Sache zum Tor. Wenn die das Resei nicht getroffen hätte, ja, dann hätte ich doch gar nicht gespannt, dass ich meinen Rosenkranz vergessen habe. Ja, und ich hätte dann nicht gesehen und gehört, was da in der Stube herum passiert ist. Also, als Resei wollte 3 Rosenkränze wetten, gell? Für ihren Schorschel, der was in Gefangenschaft ist. Dann hab ich gesagt, weißt du was, Resei, da bette ich dann auch noch gleich einen dazu, dann sind's 4 Rosenkränze. Ja, und was meinen Sie, Herr Oberrichter? Was meinen Sie? Merk ich doch gleich, dass ich meinen Rosenkranz vergessen hab. Sag ich zum Resei. Resei hab ich Ja, gesagt... also Sie sind dann wieder zurück zum Grenzwirt, um den Rosenkranz zu holen. So war's doch. Ja, sind Sie Hellseher? Ja, genauso war's doch. Also, sag ich dann zum Resei... Ja, aber wie Sie dann zu dem Haus zurückgekommen sind, da haben Sie durchs Fenster geschaut. Ja, freilich. Ja, mein Rosenkranz, der ist ja draußen auf dem Bankerl gelegen. Und wie ich so durchs Fenster reinschaue, sieh ich... Also, ich bin ja von Haus aus nicht neugierig, Herr Oberrichter, gell? Nein, also gewiss nicht. Mein Großvater Silik hat allweil schon gesagt zu mir, Kathi hat er Ja, gesagt... aber was haben Sie denn dann durchs Fenster in der Stube beobachtet? Ja, dass da herin mit dem Grenzwirt einer gestritten hat. Und? Der Lechthaler, Heini, was? Der was mit dem Grenzwirt da herin... Was, der Lechthaler? Was? Und der hat da herin mit dem Wirt gestritten? Kathi, können Sie das, wenn es sein muss, vor Gericht beeiden? Ha? Ich meine, können Sie schwören, dass das der Lechthaler war? Ja, bei meiner heiligen Unschuld, Herr Oberrichter. Ich kann schwören, dass das der Lechthaler Heini war und kein anderer nicht. Gut, das reicht. Die Zeugin kann sie setzen. So, und jetzt ein Tiroler. Ein Tiroler? So, dann kann ja der Spaß losgehen. Der Spaß wird er gleich vergehen. Weißt du, was das ist? Opium. Und ein paar Jahre Sanatorium tragt das mindestens ein. Hast das Zeug in seiner Matratzen verstecken wollen, was?
Was? Ich hätte das dann schon zugetragen, dass es unter deiner Matratze. Werd doch nicht gar so saudumm. Schlecht gemacht sollte ich werden bei meinem Kommandeur. Und warum? Dann wird man mir vielleicht auch alles andere zutraut, hä? Vielleicht ein Überfall auf ein schwaches Mädel. Und was ist, wenn mir dann da herin in der Stumm zufälligerweise ein Kugel treffen sollte, hä? Das war dann Nothilfe. Das hat er die Evi pfiffen, das Luder. Kein Mensch hat mir was pfiffen. Aber da drum ist einer gelegen, der alles gehört hat, was da herin ausgemacht worden ist. Und zufällig war es einer von meinen Leuten. Du siehst also, leugnen nutzt dir nichts mehr. Anderl, jetzt sag er da was. Du bist der Waldschütz. Und als Schmuggler kannst du nicht mein Freund sein. Da gehen unsere Berufssparten zu weit auseinander. Aber der Kerl war's bis jetzt in meine Augen. Und dass du mich in deinem Revier loshaben willst. Gut, das lasse ich auch noch gelten. Aber dass du einen Meineid schwören willst, nur damit man mir alles in die Schuhe schirmen kann. Siehst du, Anderl? Und in meine Augen bist du jetzt nur noch ein ganz gemeiner Lump. Sag, ist das wahr, dass der Simmerl mit dem Geld über die Grenze wollte? Ja, aber weit ist er nicht gekommen. Wir haben ihn geschnappt, gerade wieder mit dem ganzen Geld über den Ausschlupf auf und davor wollt. Und wegen so einem Undank soll ich mir einen Lumpenhaus lassen? Nein, Ruhe gibst. Denk dran, dass du ab jetzt selber unter schwersten Verdacht stehst. Die ganze Sache hat mir der Simmerl eingebracht, der falsche 50er. Sag, Oberjäger, wie viel Erholungsheim springt denn für mich außer dabei? Und ganz drauf an, was deine Aussage von Wert ist. Aber so 3 bis 4 Monate. Billiger geht's nicht, hä? Dann gibt's es also zu, dass ich der Wirt zur Meinheit verführen wollt. Ja, wenn's das eh schon alles wisst. Ja, das wollte er. Und das Madel, die Evi, die sollte recht bremsig machen auf die. Dann interessiert mich jetzt nur noch eins. Und zwar, wie das möglich ist, dass da herum, in der sonst so wildarmen Gegend, so viel Wildbrett geschossen wird und kein Jäger, kein Närmanns hat's bis jetzt jemals schießen gehört. Das möchtest du gern wissen, ha? Das ist ganz einfach. Du, sag, Oberjäger, wie schaut's denn mit der Verpflegung aus in diesem Sanatorium? Wir sind halt die Schmalzkost gewesen, gell? Und die blinden Knädel ohne Speck, was die Bayerischen kochen, die bleiben mir im Magen liegen. Wegen dir wird's die ganze Sanatoriumsküche umstellen. Also gut, das ist ganz einfach. Das Wild kannst im Umkreis von 3 Kilometer zu lockern mit einer Sulzen. So hat's also der Notas zu sich hergelockt. Und, Wenn man schießt ohne das Kraft, das weißt du so auch nicht. Jetzt pass mal auf. Sagen wir mal, da oben steht der Hirsch. Und du schneidest am Heibahn von der Brederwand ein Loch raus, gerade so groß, dass du durchvisieren kannst. Du schießt durch und einen Hirsch haust zusammen, ohne dass du außen was hörst. Nicht einmal einen Pulverrauch kriegst zum Sehen, weil alles ins Hai reingeht, was du natürlich sauber um die ausbraten musst. Und weil der Bach ganz streng vorbeirauscht, herrscht kein bisschen was, aber Jäger hast du nicht. Habt ihr schon Anderl. Jetzt ist mir auch klar, was das Zielfernrohr zu bedeuten hat. Ja, somit ist die Beweisketten geschlossen. Die Zeugin rein und Wirt. Anderl wird zwar sind soweit vorläufig fertig. Für den Ausdruck ist da etliches gut geschrieben. Ach, und Anderl. Wie war's denn, wenn's mir mal Schnupftabakdosen zurückgeben darfst? Herrschaft, jetzt sowas. Aha. Bitteschön. Jetzt kommt der letzte Akt von der Tragödie und da kann ich es euch leider nicht ersparen. Dafür brauche ich euch als Zeugen. Bin der in Eisenganger Grenzer. Bei Fehler. Man sollte die anderen nie für dümmer halten, als man selber ist. Aber bewiesen ist vorläufig noch gar nichts. Inzwischen haben wir aber allerhand gefunden. Da wird das Leugnen noch vergehen. Soll ich das vorlesen? Unter der Bank in der Gaststube mit Brettern verschallt, abgeschraubte Teile einer Stockflinte, 4 Gewehre verschiedenen Kalibers. Lass kurz, Herr Grenzer. Du hast also alles gefunden. Noch viel mehr. Ich weiß jetzt, wie du das viel Wildbrett geschossen hast. Das hat dir der Tiroler pfiffen. Er hat mir eingestanden,
dass er dir ein Heibund das Ausschussloch reingeschnitten hat. Das weißt du jetzt auch schon. Jawohl! Und dass du mit dem Gewehr da einen Lechtaler erschossen hast. Nur, dass ich glaub, die wegen Mord. Um Gottes Willen. So, wegen Mord. Mit dem Gewehr da. Ein guter Schütz. Wirklich, ein guter Schütz mit dem Gewehr. Auf 200 Meter in der Nacht. Bei hellem Mondenschein. Und mit einem Zielfernrohr. Ich hab gar kein Zielfernrohr. Da? Was ist denn das? Raffiniert versteckt. Aber doch gefunden. Und ich soll also den Schuss abgeben. Ha? Da? Kennst du das? Hättest vorsichtiger sein sollen. Die Patronen haben wir in einer Ritzen gefunden. Und wo meinst? Direkt unterhalb dem Schussloch, von wo du auf dieselbe Weise das ganze Wildbrett geschossen hast. Leugnest du jetzt immer noch? Wer sagt denn das, dass das meine Patrone ist? Das musst du schon beweisen. Das beweist ja schon der Staatsanwalt. Da kannst du dich drauf verlassen. Der Staatsanwalt? Haha, der wird sich aber wundern, wenn er hört, dass ich meinen besten Freunden erschossen haben soll. Soll doch auch einmal vorkommen, dass sie die besten Freunde in die Haare kriegen. Oder nicht? Es war doch gar nicht ausgeschlossen, dass ihr zwei vorher in Streiten gekommen seid. Ich hab einen Heine an den Tag gar nicht zum Zählen gekriegt. Siehst du das? Und jetzt hab ich die. Dein Stoltern war nämlich bei dir da herum. Und zwar gerade in dem Augenblick, wo du mit dem Lechthaler da herin gestritten hast. Das behaupte ich dir. Aber nicht nur behaupten, das kann ich auch beschwören. Ein hohes Gericht sind da als Kerzel. Leugnest jetzt immer noch. Nein, Oberjäger, mit dem fangst du mich nicht. Da musst du schon mit einem schweren Geschütz auffahren. Da, frag doch Evi, wenn's die Wahrheit wissen willst. Komm, Evi, sag ihnen, dass der Heini und ich alleweil die besten Freunde waren. Komm jetzt, red halt schon! Ich weiß! Jetzt ist mir endlich alles klar. Zeitlebens war dir der Heini im Weg. Und jetzt hat's euch leugnen. Oberjäger, ich bitte dir um alles in der Welt, mach Schluss. Mir graut vor den Menschen. Schluss jetzt. Kürzen ab. Halt, lass mich! Oberjäger, ich mache ein Geständnis. Ein Geständnis. Also doch. Ja, ich geb's zu, dass der Lechthaler da herinnen war in meiner Stunde. Da vor meiner ist er gestanden und hab ihn zu seiner Hochzeit eingeladen. Und gelacht hat er dabei und gesagt hat er, sieh mal an, schau dir, morgen heiratet das Eferl. Es ist auch ein schöner Tag haben, magst du dir einen Brautführer? Evi darf sich schönstens bedanken, hab ich drauf gesagt, mit einem krummhaxerten Brautführer. Aber eine, genau da drum, bei der großen Lerchen, da hab ich einen Junghirschen am Rücken vergraben. Den holst du. Und sagst der Evi einen schönen Gruß von mir und sagst dir, dass sie soll sich den Hochzeitsbrand recht gut schmecken lassen. Graust du jetzt von mir, Evi? Hör auf! Um Himmels Willen, hör auf! Ich mach nur ein Geständnis, musst schon noch ein bisschen zuhören. Also weiter jetzt, was war nachher? Danach bin ich gegangen auf den Heibund. Und mein Vergricher wollte mich und schreien, jetzt bist du wieder der Letzte, der arme Hund. Wieder ist er vor deiner, der stolze Heini. Wie schon als kleiner Bub und später, wenn wir größer waren, immer er voran. Und ich hinten dran. Immer der Nichtsnutz. Bloß einmal. Es war in der Zeit, wo ich mich in dich verliebt habe, Evi. Einmal war ich der Bessere. Das war beim Scheibenschießen. Einmal war ich der Erste. Und weißt du noch, was du da zu mir gesagt hast? Weißt du das noch, ha? Pah, hast du gesagt! Da hat einmal eine blöde Hähne auch einen Kerl rauspickt. Und gelacht hast dabei. Und da hab ich mich da mal begriffen, was allein gilt auf der Welt. Das Geld. Ja, das Geld. Und in der Stunde hab ich mir in Faust eingeschworen, reich musst werden. Und dann hab ich das Geld zusammengerafft mit allen Mitteln, auch mit der Schlechtigkeit. Für die, Evi. Für die allein. Die wollte ich haben. Und schon war ich am Ziel. Und jetzt frage ich dich.
Was? Was weiß ich nicht? Dass du mich lebendig nicht hast. Der ist ja gar nicht lang, der rennt ja davor wie der Teufel. Ja, der Gustl ihm noch. Der überholt. Oder? Ha? Der Teufel ist hier. Aber mit was denn? Der hat doch gar kein Gewehr dabei. Das ist ein Kriegsstock. Ein Stockflinten. Ja, freilich, der schießt mit der Stockflinten. Der Teufel rennt auf die steile Wand zu. Der will von der steilen Wand springen. Der Brust hat ihn schon krank. Ja, aber mein Gott, der wird noch eine Minute reißen wollen. Freilich, Julia. Der Herrgott straft mich. Weg dann soll ich zu. Was ist mit dem Oberjäger? Raus ist so gefeit ist. Über die Wand sind soll ich zu. Maus tot. Machst du? Um Gottes Willen! Nein, das kommt alles von euch Mannsbilder! Evi! Der Oberjäger und der Simon, die sind über den Wand gefallen! Die sind maustot! Schaut so tot aus. Maria und Josef! Du lebst noch! Ja. Gott sei Dank. Ja, jetzt so ein Schwindler, ha? Hast du nicht gerade gesagt, der Oberjäger, der ist über die Wand, der ist maustot? Ja, aber ich Still, Stadt! Und Evi, die wollen sich drum Daumen aus ihr Mannsbilder hier! Evi, der Oberjäger, der ist nicht tot! Der lebt, bleib auf dich! Ja, ich komm schon. Was ist? Mein Gott, na, du lebst! Du lebst. Ja, Evi. Aber wenn ich ehrlich bin, recht wohl ist mir nicht dabei. Es war doch schon ein armseliges Stück Elend, bis der ausgelöscht worden ist. Dann ist er also... Ja. Er steht jetzt vor seinem ewigen Richter. Und bei dem muss er jetzt für alles gerade stehen. Und meine Schuld? Wer hat Schuld? Ich kann's nicht sagen. Ich weiß nur so viel, dass man mit Hass und Rachegefühle nichts Gutes aufrichtet. Und Evi, nach jedem schirchen Weder scheint allerweil nur die Sonne. Auch für die.